You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing repeat, ignores the rule of thumb. Where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on the sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come. Hallo zusammen. Hallo. Ich habe dreimal raten, wo das wir heute sind. Ja, wir sind hier in Zürich. Das erste Mal sind wir zurück in der Schweiz. Aber natürlich nicht ohne Grund. Wir treffen heute Pam und Tanji. Sie haben wir auf unserer Reise kennengelernt und sind mittlerweile ganz gute Freunde geworden. Und jetzt sind wir das erste Mal in der Schweiz und auf das freuen wir uns mega. Gehen wir mal schauen, ob sie schon da sind. Ja. Für die sich immer noch fragen, wo das es bald hingeht. Meinst du, sind sie schon da? Gehören ihr auch zu denen, die immer hier bei dieser Uhr abmachen? Das ist, glaube ich, so ein der Treffpunkt für alle, oder? Das ist der offizielle Treffpunkt. Ah, das ist der offizielle? Ja. Okay, ja gut, dann sind wir einmal am richtigen Ort. Das ist jetzt das erste Mal in der Schweiz in der Öffentlichkeit filmen und es braucht wirklich mega Überwindung. Es ist gerade noch ein bisschen peinlich, aber ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Wir machen es ja gerne, wir müssen auch dazu stehen und ja. Der Unterschied ist halt einfach, im Gegensatz zu auf der Reise, verstehen uns da alle. Ja. Und ja, und da müssen wir uns zuerst noch ein bisschen gewöhnen. Ja. Sind sie Wir haben die ganze Welt segeln. Ich habe jetzt hier, das sind Drohnen. Was denn jetzt? Guck mal, im Deutschen denke ich so Augenbrauen ab. Da denkt man so, man abrasieren, aber es heißt Eyebrows from. Oh, ich hätte es auch gedacht, so geil. Geil, ich dachte gerade so Augenbrauen ab. Oh, scheiße. So, hä? 50 Stunden, was geil. Oh, ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Ja, ich. Ich würde schon gerne wissen, was die Kopfrasur Deluxe ist. Man merkt, wir sind froh, sind wir zurück in der Zivilisation. Ja, wirklich. Es sind wieder so viele Leute. Wie war es ein Burger? Ja, super. Super. Ja, doch, es war richtig gut. Das Wetter war kacke und wir haben auch nicht so viel gesehen. Hauptsächlich dadurch, dass das Wetter so scheiße war, hauptsächlich drin verbracht haben. Aber trotzdem war es schön. Norddeutschland, oder? Das Wattenmeer ist halt geil. Das ist halt richtig cool. Und vor allem, wenn man dann sieht, es zieht sich irgendwie Kilometer zurück und du siehst gar kein Wasser mehr, das ist der Hammer. Ja. Also ich würde gerade nochmal hin. Du musst auch mal mitkommen. Komm mal mit. Also da die Tasse mit tanzenden Hasen kostet 85 Stutz. Das ist Zürich, hä? Ja, das ist aber eine Schachspiel. Das ist das wie so Flaschen gehabt, mit irgendeinem anderen Wort. Dann hat sie. Ah, wie wir sehen, das wird es gut gemacht. Ich freue mich so. Die Sonne ist schon wieder weg. Es ist schon wieder kühler geworden. Das ist genauso die Übergangszeit, wo du nie weißt, was du anhaben sollst. Du bist zu warm einpacken oder zu kalt. Aber wir sind so gleich noch an den See gekommen. Schöne Bellevue.
haben kurz in Zürich genommen. Ja. Und gerade ein bisschen mit Pam und Angie über unsere Pläne und alles gequatscht. Sie sind ja seit sie zurück sind auch wieder voll an ihrem Projekt am Arbeiten. Und also die Erkenntnis vom Tag ist, glaube ich, so ein bisschen, man sollte nicht immer nur das Ziel anschauen, sondern auch das, was man schon erreicht hat. Weil, ja, dann lebt es sich ein bisschen besser. Sonst jagt man immer nur etwas am Hinten nachher und ist nicht zufrieden. Genau. Wie ist das, was man bis jetzt erreicht hat, oder in dem Stadium, wo man sich momentan befindet, eigentlich auch schon mega viel. Und das sollte man auch schätzen können. Das machen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt einen Kaffee nehmen, schätzen. Ja, wir sind schon wieder daheim. Und nein, nicht am gleichen Tag. Wenn ich ehrlich bin, dann bin ich hier gerade den Vlog, den ihr jetzt gerade seht, am Schneiden. Es ist also schon 2 Tage später. Ja, irgendwie haben wir bei unserem Treffen mit dem Pam und der Angie irgendwann völlig vergessen, die Kamera nochmal vorzunehmen. Wir waren so vertieft in unsere Gespräche und alles und haben irgendwie auch den Kopf irgendwie nicht mehr gehabt. Vielleicht ist es auch wirklich daran gelegen, dass wir in Zürich waren und es einfach jedes Mal wirklich ein bisschen Überwindung gekostet hätte, eine Kamera vorzunehmen und drauf loszureden. Aber wir brauchen natürlich gleich noch irgendein Ende für das Video und eigentlich ist es gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt, weil wenn ihr da mal ein bisschen umeinander schaut, seht ihr, wir sind wieder in Packlaune. Da haben wir Equipment, dort hinten wartet noch ein Rucksack drauf, dass er fertig gepackt wird. Das ist der Meli ihres Zeugs und eben das dort ist irgendwie meins. Oh. Ja, ich könnte meinen, wir gehen wieder auf Weltreise, aber ja, wir gehen nur eine Woche. Und ich habe es ja im Video schon ein bisschen angeteasert, wir gehen wieder auf Vietnam. Und zwar mit Edelweiss. Ja, für die das noch nicht mitbekommen haben, wir arbeiten ja neuerdings für Edelweiss. Also das heisst natürlich nicht Vollzeit, aber eben als Content Creator haben wir mit ihnen ein paar Aufträge. Sind schon für sie in Argentinien gewesen und gehen jetzt eben auf die 2. Reise mit ihnen, auf Vietnam. Das ist jetzt aber nicht irgendwie eine Reise, wo wir eben also nicht eine Reise, wo wir individuell reisen können, sondern das ist eine Pressereise, eine organisierte, wo wir auch noch mit anderen, also Journalisten aus der Schweiz unterwegs sind. Und wir sind einfach dort zuständig dafür, die ganze Content Production zu machen. Und ja, da geht es morgen los, darum sind wir jetzt am Packen. Nelly steht gerade noch die letzten paar Sachen mit der Wäsche parat machen, damit wir dann auch saubere Kleider haben. Ja, wenn ihr so ein bisschen fast live miterleben, was wir eigentlich die ganze Woche dann dort so machen, dann empfehle ich euch, dass ihr mal unseren Instagram-Account abonniert. Sagt mir Instagram-Account? Instagram-Kanal. Kanal folgt, abonniert, egal was. Und dort dann unsere Insta-Stories schauen nächste Woche. Wir probieren jeden Tag dort etwas aufzuladen, sodass ihr eigentlich live dabei sein könnt. Und ja, dann würde ich sagen, habt's gut und wir sehen uns in Vietnam wieder. Tschüss zusammen!